Oi, ich glaube, es funktioniert. Hallo zusammen, guten Abend allerseits. Heute ist ein neuer Livestream. Wir machen weiter, der dritte Teil zu 100 schweizerdeutsche Sätze oder Ausdrücke oder so, die man brauchen kann als Anfänger. Also heute ist es eher für Anfänger, für Leute, die noch nicht so gut Schweizerdeutsch können. Ich sehe, Olivia ist schon da. Hallo Olivia, schön bist du da. Du bist ganz eine treue Zuhörerin und du tust mitmachen und mitschreiben. Die Olivia hat mir auch schon einen Kaffee gekauft, darum kann sie chatten. Die mich unterstützen, die können auch heute mitschreiben. Ich lade euch ein, dass ihr ganz fleissig mitmacht und mitschreibt und dabei sind. Okay, heute fangen wir an mit 100 schweizerdeutschen Sätzchen. Das ist schon der dritte Teil. Wenn du möchtest die ersten zwei Teile schauen, dann kannst du die auf YouTube finden. Olivia, heute war es kalt. Oh je. Ich hoffe, dass es bald wieder wärmer wird. Oder vielleicht ist es gut, dann hast du noch ein bisschen Schnee, oder? Es gibt andere Orte in der Schweiz, die haben schon keinen Schnee mehr. Ja. Hallo Dario, schönen Abend. Also, wir haben hier so eine Situation mit der Polizei. Olivia, du wartest auf den Frühling, okay. Dann kannst du wieder schneller fahren auf der Straße. Und du bist schnell gefahren und wirst von der Polizei gestoppt. Du wirst von der Polizei angehalten. Jetzt, was machst du? Ja, das ist immer schwierig mit der Polizei und es macht einem grässlich nervös. Manchmal sogar, wenn man weiss, dass man nichts Schlechtes gemacht hat. Aber wenn einem die Polizei anhält, dann ist das immer ein komisches Gefühl. Also, A, du machst nichts, du bleibst ruhig. Ah, genau, du wirst ruhig bleiben. Ja, jeder macht mal Fehler. Oder du versuchst, den Polizist zu bestechen mit 100 Stutz, mit 100 Franken. Dario, du würdest in Panik geraten. Ja, die Möglichkeit haben wir nicht, aber vielleicht würdest du dann das machen. Du fährst einfach weiter, weil du in Panik bist und denkst, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich fahre einfach weiter. Ja, ich muss sagen, meine Mutter ist einmal weitergefahren und die Polizei ist hinter ihr nachgefahren und sie hat gar nicht die Idee gehabt, dass die Polizei sie könnte stoppen. Und dann sind natürlich die Polizisten schon nicht so glücklich gewesen. Hallo Lovely. Also, wir haben da Situation, Lovely, mit den Polizisten. Was machst du, wenn dich die Polizei auf der Straße anhält? Ja, Dario, es hat einen Buss gegeben, und zwar hat sie scheinbar Stopp nicht gemacht. Es war eine Kreuzung auf dem Land, am Morgen früh, ohne Verkehr, aber es wäre ein Stopp gewesen und sie hat keinen Stopp gemacht. Und sie hat nicht mal realisiert, dass sie das nicht gemacht hat. Also sie hat gedacht, was will die Polizei von mir? Ja. Sie hat sich ganz unschuldig gefühlt, aber dann hat sie einen Buss zahlen. Nein, Gefängnis nicht. Also so schlimm war es nicht. Man hätte zwar sagen, sie hat Fahrerflucht begangen, weil sie nicht angehalten hat, aber nein, das war schon nicht so. Genau, sie hätten sie festnehmen und ins Gefängnis bringen, wenn sie nicht auf die Polizei gelassen hat. Aber nachher war sie kooperativ und hat mit ihnen geredet und so, dann war es gut. Also sie haben sie nicht mit Pistolen und so müssen jagen, so wie man das sieht in den Filmen manchmal. Also, was würdest du vor dem Essen sagen, eine nächste Situation?
Wenn du zu Besuch bist, du bist jemand zu Besuch, bei Freunden oder bei der Familie oder irgendwo, und was sagt man vor dem Essen? Olivia, ich habe keine Ahnung, wie es ist in den Gefängnissen, aber ich glaube, ein 3-Sterne-Hotel ist vielleicht schon ein bisschen guter Service für ein Gefängnis. Ja. Also, was würdest du vor dem Essen sagen, wenn du zu Besuch bist? Ein guter Miteinander, genau. Oder einfach ein guter. Ja. Ähm, oder A, das ist schrecklich. Oder B, ein guter. Oder C, ich muss heimgehen. Ich glaube, das ist nicht gut, dass wir das übersetzt haben. So wissen alle, was man muss sagen. Genau, ein guter Miteinander. Dann tut man auch warten mit dem Trinken. Wenn man Wein hat, tut man zuerst zusammen anstoßen und dann sagt man Prost, Prosit, zum Wohl. Ja, ja, aber nicht, das ist schrecklich. Ja. Und ich muss heimgehen, das kann man dann am Schluss sagen. Das ist nicht gut vor dem Essen. Dario, du gehst heim, wenn jemand dir Alkohol anbietet. Also du bist sehr konsequent. Du sagst, wenn du das nicht respektierst, dass ich kein Alkohol trinke, dann gehe ich heim. Kannst du sagen, zum Beispiel, ja. Ich muss heimgehen. Ausser du hättest vielleicht Kopfweh oder so. Also, könnt ihr das übersetzen? Kitchen Cabinet. Kriesibaum. Ah, wieso kommt nicht die Polizei? Küchenkästchen. Oder Kuhfladen. Kriesibaum, Küchenkästchen oder Kuhfladen. B ist richtig, genau, Olivia. Aber wisst ihr, was die anderen Küchenkabinen genau, so wie eine Duschkabine könnte es eine Küchenkabine sein. Ja, lovely, sehr gut. Was kennt ihr die anderen Ausdrücke? Kriesibaum und vor allem Kuhfladen. Was ist eine Kuhflade? Das ist etwas Stinkendes. Wenn du wandern und dann nicht schaust, wo du laufst, dann kann es passieren, dass du in eine Kuhflade laufst. Also Scheisse. Wenn du Glück hast, ist der Kuhflade schon alt und trocken und es ist nicht schlimm. Du laufst einfach weiter. Und wenn du Pech hast, dann rutschst du aus und dann bleibst du im Kuhfladen sitzen und dann bist du ganz voll Scheisse. Also sind so braune Fladen am Boden, wo die Kühe geschissen haben. Auf der Weide, manchmal auf dem Weg eben auch. Und man muss doch schauen, wo das man läuft und auf was das man tritt. Ja, Fladen ist eigentlich so... Eine Flade ist einfach so Blätter, so rund. Ja? Es gibt zum Beispiel auch Fladenbrot oder so. Das ist dünn und flach und rundlich ein bisschen. Ja. Aber natürlich Kuhfladen, das würde ich nicht empfehlen zum Essen. Ja. Mein Sohn ist einmal auf einer Wanderung ausgerutscht auf dem Kuhfladen und wir mussten alles im Fluss waschen. Also seine Hosen. Zum Glück war es heiß und dann hatte er bald wieder trockene Hosen. Okay, das war Kuhfladen. Küchenkästchen, denke ich, kennen wir schon alle. Und einen Kriesibaum haben wir im Garten. Und im Frühling, Anfang Sommer, gibt es dort schöne, gute, saftige Krise. Das ist super. Dann gehen wir krieseln. Also man kann sagen, ich gehe krieseln, das heisst, ich gehe Krise pflücken. Krieseln. Oder Krise gewinnen. Oh, hallo Soheil.
Schön, dass du da bist. Ja, also da haben wir die 3 Wörter erklärt. Wie würdest du nach der Zeit fragen? Oh, das ist nervös. Krieseln, Äpfeln kann man nicht gut. Äpfel pflücken kann man, ja. Aber Äpfeln, das Wort gibt es nicht. Aber das wäre eigentlich sehr kreativ. Dass du kannst Äpfel gewinnen, Äpfel pflücken vom Baum. Ja. Vielleicht könntest du Erdbeeren. Das würde man da sagen. Erdbeeren. Ja, jetzt hat es zum Glück gestoppt, das Bild. Es war ein bisschen nervös. Das war mir nicht bewusst, dass das so wild tut. Die Zeit vergeht wirklich schnell, aber vielleicht so schnell doch nicht. Jetzt ist besser. Also, wie würdest du nach der Zeit fragen? Wie viel Zeit ist? B. Spinnst du? Oder C. Du hast eine schöne Uhr. Ja. Die Zeit vergeht schnell, genau. Die Zeit ist sehr relativ. Vor allem, wenn es interessant ist und gut ist, dann vergeht sie am schnellsten. Wie viel Zeit ist? Wie viel Zeit haben wir? Ich würde eher fragen, wie viel Zeit ist. Oder welche Zeit ist, kannst du auch fragen. Welche Zeit ist. Genau. Sehr gut. Und dann denke dran, du kannst einfach sagen, es ist 2. Ohne Uhr. Es ist 4, 5. Jetzt war schon 8 gsi. Es ist schon 11 ab 8. Genau, es ist spät. Und dann nachher kannst du sagen, spinnst du? Das ist nicht so schön, ihr müsst aufpassen. Das kann man vielleicht im Spass sagen, mit Freunden oder so, wenn jemand ein bisschen übertrieben ist und sagt, es ist Mitternacht. Und sagen, spinnst, ist doch noch nicht Mitternacht. Ja, spinnst. Jetzt ist doch erst 8. Es ist zwar dunkel draussen, aber so spät ist es noch nicht. Du findest, es ist spät, Olivia? Ja, es ist Abend, ja. Und es ist dunkel. Im Sommer wäre es noch hell. Im Sommer wär's nicht, hätten wir noch nicht das Gefühl, dass es so spät ist. Ja. Jetzt, wenn ihr Probleme mit dem Nachbarn habt, weil er zu laut ist oder weil er viel Dreck ins Stegenhaus bringt oder weil seine Kinder nicht nett sind, was macht ihr? Du hast gute Nachbarn, Dario. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du ruhige und hoffentlich auch liebe Nachbarn hast. Das ist immer sehr schön, wenn man so sich befreunden mit den Nachbarn. Und wenn man ein Problem hat, kann man zu ihnen gehen. Wir haben auch ganz gute Nachbarn. Einer hat eine gute Werkstatt, der Peter. Und immer wenn ich einen Hammer brauche, also Hammer nicht, aber wenn ich einen speziellen Bohrer brauche oder wenn ich möchte etwas aus Metall machen, dann tut er mir das löten und machen. Und er ist immer sehr hilfsbereit. Genau, das kann natürlich auch sein, Dario. Die Wände können gut isoliert sein. In den neueren Häusern ist es viel besser und man hört nicht immer alles, was in der Wohnung oben dran oder unten dran oder nebendran läuft. Ja? Lovely, ihr habt auch freundliche Nachbarn. Kein Konflikt, kein Problem. Das ist sehr gut. Ja. Wir hatten Freunde, sie hatten Hühner und einen Gückel. Und am Morgen hat er immer Tagwach gemacht. Er hat gemacht «Kikeriki», der Gückel. Und die Nachbarn waren sehr unglücklich und sie haben gekämpft gegen ihn und die Hühner und so. Das ist nicht so schön. Aber wenn du Probleme hast, kannst du einen Zettel schreiben, vielleicht so ein Post-it-Zettel,
Bitte sind ein bisschen leislicher am Abend oder so. Oder du kannst anonym vielleicht sogar einen Brief schreiben oder einen Zettel schreiben. Du kannst einfach sagen, was du denkst. Du kannst übergehen, klopfen, anklopfen und sagen, hey, wäre es nicht möglich, das Auto noch jemand anders zu parkieren oder irgendetwas so. Olivia, du meinst, in der Schweiz ist Zettel schreiben die beste Lösung? Also du musst deinen Nachbarn nicht viel Zettel schreiben. Oder C, du würdest direkt der Polizei anrufen, dass sie Ordnung machen kann, wenn du Probleme hast mit deinen Nachbarn. Was würdet ihr machen? Also ihr habt ja alles gute Nachbarn, aber wenn es ein Problem gäbe, was würdest du denn machen? Deine Nachbarn schicken dir eine WhatsApp-Nachricht. Das ist immer gut, wenn man eine Telefonnummer hat von den Nachbarn. Wenn man zum Beispiel vergisst, etwas, den Kochherd abzustellen oder irgendetwas, wenn sie den Schlüssel haben und du ihre Telefonnummer hast, dann können sie überall schauen, ob alles in Ordnung ist. Olivia, du würdest keines von all diesen 3 Sachen machen. Du würdest mit deinem Nachbarn ein Bier trinken und dann während dem Bier trinken ihm über deine Probleme erzählen, hoffentlich. Und Olivia, du hast dein WhatsApp gelöscht, ja? Jetzt kann dich dein Nachbar nicht mehr erreichen. Vielleicht musst du ihm eine andere Kontaktmöglichkeit geben. Lovely, du würdest einen Zettel schreiben. Vielleicht auch, wenn man sich manchmal kreuzt und ich gehe arbeiten und er ist nicht daheim, wenn ich daheim bin und so, dann ist es vielleicht gut, wenn man ein Zettel schreiben kann. Ja. Oder einfach übergehen und mal sagen, hey, das geht nicht. Okay. Jetzt, was würdest du nie einen Schweizer fragen? Was für Fragen darf man einem Schweizer nicht stellen? Was ist unhöflich oder zu persönlich? Ja, was würdest du nie einen Schweizer fragen? Es muss vielleicht nicht nur ein Schweizer sein. Oi, Olivia, über Geld reden, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Vor allem zum Beispiel die Frage, wie viel verdienst du? Ja, wie viel verdienst du, Dario? Das ist, über das reden wir eigentlich nicht so. Ich weiss nicht, ob das nur Schweizer sind oder machen das andere auch nicht. Ist es in euren Ländern normal, dass man darüber redet, was man verdient? Jetzt haben dich doch einige Schweizer schon gefragt, Dario. Ist es vielleicht nicht mehr so ein Tabu? Oder bei dir ist es nicht mehr so ein Tabu? In deiner Firma? Ja, speziell für Schweizer oder generell? Für andere auch. Also ich denke, es gibt viele Sachen, wo vielleicht nicht nur Schweizer angehen. Also ich denke, über das Geld reden. Sohel, du meinst, welche Schoki ist besser, Schweizer oder Belgier? Das ist doch keine Frage. Die belgische Schoki ist sicher nicht so gut wie die Schweizer Schoki, oder? Wobei, ich habe auch belgische Schoki gerne. Aber, du bist, Dario, du hast, also auch du als Kroat, tust nicht gerne über deinen Lohn reden, wie viel das du verdienst. Vielleicht, wenn die Schweizer wissen, ob die Ausländer gleich viel verdienen wie sie oder ob sie etwas weniger verdienen, machst du Lohndumping, Dario. Vielleicht machst du Lohndumping. Dass sie dich das gefragt haben, ja? Also, was würdest du fragen? Nie Schweizer fragen. Nicht nur Schweizer, ich glaube generell. Vielleicht
A, ob er eine Beziehung hat, ob er eine Freundin hat oder natürlich eine Frau, wenn es eine Frau ist, ob sie einen Freund hat. Genau, Dario, du möchtest nicht angeben mit dem, was du verdienst und dass sie dann unglücklich sind, weil sie merken, dass sie weniger verdienen. Genau, das kann manchmal schon ein Problem geben, wenn man dann eifersüchtig ist und wieso verdient der mehr und ich verdiene nicht so viel und ich tue gleich viel arbeiten wie er und ich bin Schweizer und ich habe 4 Kinder. Genau. 2, wie viel er verdient. Genau, das hast Dario, hast du gesagt. Oder wenn es eine Frau ist, ob sie schwanger ist. Ja, ich glaube, das darf man auch nicht an einem Vorstellungsgespräch fragen, ja, ob sie schwanger ist oder ob sie möchte Kind bekommen. Vielleicht darf man das an einem Vorstellungsgespräch fragen. Sonst hat sie vielleicht weniger Chancen, die Stelle zu bekommen, weil sie gerne noch Kind möchte. Ja, das mit dem Schwangersein. Genau, das darf man nicht unbedingt so fragen, so direkt. Vielleicht kann man so zwischen den Zielen lesen. Manchmal, wenn jemand etwas sagt, dann kannst du dir denken, ich glaube, sie möchten doch noch Kind. Oder ja, du kannst etwas zwischen den Zielen lesen. Es wird nicht direkt gesagt, aber man kann sich das daraus folgern oder einen Reim darauf machen, dass wenn das so ist, dann ist das sehr wahrscheinlich so. Genau, wenn jemand etwas sagt und du tust das interpretieren, also er sagt etwas und er meint eigentlich ganz etwas anderes und du musst zwischen den Zielen lesen, was er jetzt eigentlich wirklich sagen will, wenn er es nicht direkt sagt. Ja. Dann musst du zwischen den Zielen lesen. Also, was sagst du an der Kasse? Was sagst du an der Kasse? Du bist vielleicht in der Migros oder im Coop oder irgendwo. Genau, Olivia, du hassest zwischen den Zielen lesen. Ja. Erstens ist es sehr schwierig und man merkt vielleicht manchmal nicht, was sie sagen wollen. Und zweitens gibt es viel Raum für Missinterpretationen und das ist auch nicht so gut. Es ist nicht so klare Kommunikation. Lovely. Du hast dich erinnert an deine Arbeitskollegin, die verrückt war, wo sie jemand gefragt hat, ob sie schwanger ist. Und dann heisst das einfach auch, du bist dick, oder? In dem Fall bist du schwanger. Aber nein, wenn du nicht schwanger bist, dann heisst das, du bist dick. Okay, wer sagt einer Frau, dass sie dick ist? Genau, als Ausländer ist es noch schwieriger, zwischen den Zielen zu lesen, weil du kennst die Finesse der Sprache nicht oder Doppeldeutigkeiten oder die Ironie vielleicht. Spürst weniger und dann ist es viel schwieriger, zwischen den Zielen zu lesen. Olivia, du hast auch diesen Fehler gemacht. Genau, also wenn man eine gute Beziehung hat, dann sollte das nicht so ein grosses Problem sein. Aber es ist schon ein bisschen vielleicht deprimierend. Genau, Sahel, du kommst zum nächsten Thema. Was sagst du an der Kasse? Kann ich ein Säckchen haben, bitte? Genau. Ausser du nimmst vielleicht deine eigene Einkaufstasche mit, dass du Plastik sparen kannst. Oder du kannst auch so einen besseren Sack kaufen, den du wiederverwerten und noch mehrmals brauchen. Brünzeln.
Säckli sind teuer, jetzt muss man für die Säckli zahlen. Ich weiss nicht genau, kannst du mir etwas kurz brünzeln? Dario, ich weiss nicht genau, was du meinst mit dem Brünzeln. Ich habe so eine Idee im Kopf, aber es passt nicht inhaltlich. Wenn ein Mann sagt, häufig Männer sagen, ich muss brunzen, das heisst, er muss Wasser lassen, er hat Blasen voll. Ja? Aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst, sehr wahrscheinlich. Etwas kurz schreiben. Ich muss etwas kurz brünzeln. Eine Notiz geben. Das habe ich nicht gekannt, Dario. Das ist mir neu. Aber vielleicht, es gibt verschiedene Regionen und verschiedene Gepflogenheiten. Brunzen vielleicht mehr. Brünzli machen. Genau, Bisi machen. Es ist okay. Genau, lovely. Wir kommen zurück zum Thema. Darf ich mit der Karte zahlen, bitte? Oder vielleicht mit der Applikation, mit dem Telefon? Ich muss mal meinen Vater fragen, Dario, ob er das kennt. Er ist Luzerner. Oder vielleicht ist es Jugendsprache und dann weiss er es vielleicht auch nicht mehr genau. Also, was sagst du an der Kasse? Da bitte, das ist alles. Oder gibt es keinen Rabatt? Oder sie haben schöne Augen. Was sagst du an der Kasse? Natürlich, flirten kann man auch, oder? Wieso nicht? Olivia, du tust flirten, aber dann sehr wahrscheinlich mit einem jungen Mann an der Kasse, oder? Nicht mit einer Frau. Du musst mal ausprobieren, sie haben schöne Augen. Okay. Du kannst uns dann sagen, was es für eine Reaktion hat gegeben von dieser Person. Zuerst kannst du sagen, sie haben schöne Augen und nachher kannst du sagen, gibt es keinen Rabatt für mich? Genau, da bitte, das ist alles. Ja. Genau, an der Kasse im Supermarkt muss man meistens gar nicht viel sagen. Ja. Früher in den kleinen oder in den kleineren Läden, wo die Verkäufer noch die Sachen geben, oder in den Bäckereien oder in der Metzgerei oder so, dort muss man viel mehr reden. Olivia, genau, mit den Masken sieht man nur noch, wenn alle Masken tragen, sieht man nur noch die Augen der Leute und dann fallen einem die Augen vielleicht besser auf. Ja? Und du siehst, oh, die hat ganz schöne Augen. Man hat mehr Augenkontakt mit den Leuten und man muss mit den Augen lachen. So. Oder mit den Augen zwinkern oder so mit den Augen zwinkern oder die Augenbrauen aufziehen. So. Also man muss Augenmimik machen. Jetzt mit der Maske. Ja. Also Rabatt. In der Schweiz ist ja meistens so, wenn es einen Preis hat, hat es einen Preis und dann musst du das zahlen, vielleicht wenn du irgendwo gross einkaufst oder wenn du Möbel bestellst oder wenn du so mehr in einer Situation bist, 1:1 oder so, kannst du fragen, ob es vielleicht einen Rabatt gibt. Ja? Ob du vielleicht 10% Rabatt hast oder 5% Rabatt oder so. Aber eigentlich tut man in der Schweiz nicht Märkte, oder? Märkte heisst, wenn der Verkäufer sagt, ja, das kostet 20 Franken, dann sagst du, nein, ich gebe 15 Franken, und dann sagt er, ja, aber 19 Franken muss ich haben. Und so geht es hin und her, das ist Märkte. Ja, das tut man in der Schweiz eigentlich nicht so.
in Italien oder in anderen Ländern, ich glaube vielleicht Griechenland oder so, tut man viel mehr verhandeln und märten. Vielleicht Dario in diesem Zusammenhang ja, würde ich immer nicht unbedingt ausjassen sagen. Ja, ausjassen, das müssen wir ausjassen. Wenn würdest du das sagen? Zum Beispiel, wenn du ein Problem hast oder so, oder zum Beispiel, wenn meine Kinder putzen müssen und sie besprechen, wer was putzen, dass es gerecht verteilt ist, dann können wir sagen, das selber ausjassen. Wir Eltern, wir wollen einfach, dass der Job gemacht ist. Ja? Und das kannst du sagen, das müsst ihr selber ausjassen. Das müsst ihr selber abmachen. Oder verhandeln, ja. Aber wenn du in euren Ländern, dort wo ihr herkommt, auf den Philippinen oder so, ich weiss nicht, woher du kommst, Kroatien oder ich weiss nicht, woher ihr seid, tut man dort Märkte und Preise feilschen, also so Fragen nach Rabatt oder ich zahle weniger, ja. Ja, du kannst fragen, kann ich mit dir märten? Und dann sagst du, nein, der Preis ist fix, da gibt es nichts zu märten. Entweder nimmst du es oder du hast es gesehen. Ja, im Supermarkt sind die Preise auch fix, ja, aber in Kroatien kann man auf dem Markt, sehr wahrscheinlich bei den Bauern oder irgendwo mit Einzelhändlern oder so Privaten kann man mehr märten. Das ist auch eine Fähigkeit, ja. Ich denke, in Italien mit den Touristen oder so, da tun sie die Preise sehr hoch auf. Und wenn sie es zahlen, ist es gut. Und wenn sie es nicht zahlen und märten, dann ist auch kein Problem, wenn sie dann mit dem Preis runtergehen. Und die Touristen sind sehr glücklich, dass sie ihr Souvenir viel billiger haben können kaufen. Ja. Jetzt, wie würdest du nach dem Weg fragen? Da sind wir unter dem Matterhorn, sehr wahrscheinlich. Ja, da haben wir einen schönen Wegweiser. Versäckeln. Ich habe ein Problem mit meinem Mann, aber das muss ich allein mit ihm ausjassen. Genau, also du darfst dich nicht einmischen, wir müssen das zusammen ausjassen. Was heisst versäckeln? Ich habe jemanden versäckelt. Das passt da nicht genau. Vielleicht verarschen. Sich lustig machen über jemanden. So. Ja. Also ich muss dir noch einmal genau die Definition nachschauen. Jetzt so ganz öffentlich eine Beschreibung geben, was das genau heisst, versäckeln. Das würde ich jetzt nicht. Das muss ich nachher noch einmal anschauen. Also, wie würdest du nach dem Weg fragen? In den Bergen oder in der Stadt oder in einem Gebäude. Da hat es verschiedene Möglichkeiten. Wie würdet ihr nach dem Weg fragen? Zum Beispiel ja, du hast mich versäckelt. Oder vielleicht, ich habe so ein Bild im Kopf, dass man zum Beispiel abmacht mit jemandem und dann die Person nicht kommt und du wartest und wartest und wartest und dann kannst du auch sagen, du hast mich versäckelt. Aber ob es genau synonym ist oder so, das weiss ich jetzt nicht. Ja. Wo ist Zermatt? Genau, du könntest fragen, wo ist Zermatt? Das ist das Matterhorn, da ist Zermatt in der Nähe. Da sind wir ein bisschen weiter weg vom Spital.
aber wir haben einen schönen Wegweiser. Entschuldigung, ich habe mich verirrt. Wo ist das Spital? Wo ist Zermatt? Wo ist das nächste Restaurant vielleicht? Ja. Oder manchmal ist das eine wichtige Frage. Wo hat es da ein WC? Sind wir, da müssen wir ein Natur-WC suchen. Also wir müssen aufs Häuschen gehen, irgendwo hinter einem Felsen oder hinter einem Busch. Da hat es schon keinen Busch mehr. Wir sind ein bisschen weit oben. Also da hat es sehr wahrscheinlich kein WC in der Nähe. Aber wir können fragen, wo ist Zermatt zum Beispiel, oder wo ist die SAC-Hütte? Vielleicht hat es da eine SAC-Hütte in der Nähe. Genau, Soheil, du kannst fragen, wie lange geht es noch bis zu der SAC-Hütte oder bis zum Restaurant oder bis zum Beizli. Manchmal gibt es so kleinere Beizli in den Bergen. Ja. Und jetzt beim WC, wenn wir im Haus sind, in einem Gebäude, dann kannst du zum Beispiel sagen, gehen Sie da rauf und dann links. Ja, gehen Sie rauf und dann links. Oder du kannst sagen, gehen Sie da runter, in den Keller runter und dann rechts. Die erste Tür rechts. Also rauf, runter. Und rechts und links. Das schneidet meine Hände so schön ab. Ja, also das ist nach dem Weg fragen. Wann habt ihr das letzte Mal nach dem Weg müssen fragen? Ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, wann habt ihr das letzte Mal nach dem Weg gefragt? Ja, Olivia, eben, das ist das Ding heute. Man hat Google Maps und man muss niemand mehr fragen. Man weiss alle Antworten. Ja. Also, wann hast du, Olivia, das letzte Mal jemandem nach dem Weg gefragt? Ohne Google Maps. Du fragst immer Google Maps. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil wenn man in eine Stadt geht und nach dem Weg fragt oder so, gibt es immer Kontakt mit Leuten, oder? Und heute denken sie, hat die keine Google Maps? Wieso fragst du mich? So eine blöde Frage. Das weiss Google besser. Genau, Dario, du hast einen Pöstler nach einer Adresse gefragt. Und er hat dir sehr wahrscheinlich gut Auskunft geben. Als Pöstler kennt er alle Strassen sehr gut. Ja, also manchmal finde ich es gut, wenn man auch Google Maps ein bisschen versorgt und jemand fragt, genau, wo etwas ist. Genau. Ich bin letzte eine Frau suchen aufs Land, so eine Heilerin, die Leute so wieder gerade hinstellen, wenn sie sich verletzt haben oder so. Und die habe ich nicht gefunden. Und das war nicht auf Google Maps. Ich hatte nämlich ihre genaue Adresse gar nicht. Aber alle Leute im Dorf haben die Frau gekannt. Und dann haben wir doch den Weg gefunden zu ihr. Wir sind doch angekommen. Der Pöstler, genau, ist der Post bringt, der Pöstler. Ja, und dann im Supermarkt, wenn du einkaufen dort sind ja die Preise meistens angeschrieben, aber manchmal sind sie nicht angeschrieben. Oder wenn du auf dem Markt bist oder in der Bäckerei oder so, kannst du nach dem Preis fragen. Genau, das kann man sagen. Wenn jemand immer so Antworten kennt oder so, dann kannst du sagen, nicht verzagen, Katrin fragen. Das ist so ein Reim und das heisst, Katrin weiss immer Bescheid. Also das ist die weiss, wo, wie, was. Oder wenn du
ein spezielles Wort suchst oder so auf Schweizerdeutsch, was es heisst, dann kannst du sagen, nicht verzagen, Katrin fragen oder nicht verzagen, Katrin fragen. Soheil, genau, wie viel kostet das? Entschuldigung, wie viel kostet das? Genau, das ist eine wichtige Frage. Bevor wir es kaufen, müssen wir wissen, wie viel etwas kostet. Oder wie teuer ist das? Wie teuer ist das? Das können wir auch fragen. Wie billig, das fragen wir meistens nicht. Ja. Okay. Und dann, wie würdest du auf Schweizerdeutsch flirten? Also so ein bisschen jemanden anmachen, heisst das auch. Ja. Wer kann jemanden anmachen? Ein Mann oder eine Frau anmachen meistens. Oder Frauen können Männer anmachen. Das heisst, sie haben so ein bisschen sexuelle Absichten. Sie müssen provozieren. Aber Flirten ist ein bisschen weniger. Flirten ist so ein bisschen harmloser, würde ich sagen. «Oi, Dario, genau, du darfst das nicht. Du kannst mit deiner Frau flirten.» Das ist besser, wenn du mit deiner Frau flirtest. Sie wird sonst hässig oder vielleicht ist sie ein bisschen eifersüchtig. Aber das ist ja auch gut, ja. Besser nicht. Es wäre schade um die Beziehung. Ja. Du könntest zum sagen, das ist für die Single sind. «Hey, du gefällst mir, darf ich dich auf einen Drink einladen?» Oder du, ohne dass du gerade sagst, du gefällst mir, kannst du sagen, wenn wir zusammen etwas trinken, kann ich dich einladen. Ja. Ist es noch so, dass Männer immer die Rechnung zahlen? Das ist nur für Single-Leute. Lovely, du musst dich auch daraus haben. Ist es heute noch so, dass Männer immer alles zahlen? Oder zahlen die Frauen auch zahlen? Oder «Hoi Bella, hoi Bella». Das ist schwer für Frauen. Wenn man sagt «Hoi Bello», dann klingt das eher wie ein Hund, weil häufig in der Schweiz gibt es Bello als Hundenamen. Also das ist vielleicht dann weniger gut. Du kannst einfach Augenkontakt aufnehmen und ein bisschen mit den Wimpern klimpern. Ein bisschen ein Zeichen geben. Dein Interesse zeigen. Ja. Oder du kannst fragen, hast du mir deine Nummer? Also das muss ja nicht unbedingt sein, wenn du flirten. Vielleicht triffst du andere Eltern in der Schule von deinen Kindern und ihr tauscht Nummern austauschen. Dann kannst du fragen, können sie mir ihre Nummer geben? Wenn ein Problem ist mit Hausaufgaben oder so, dann können wir zusammen telefonieren, dann können wir Kontakt aufnehmen. Also, du würdest der Frau sagen, der Papst hat das Speckbesteck zu spät zu spät bestellt. Du würdest sie beeindrucken mit dem Schweizerdeutsch. Und dann wäre der Kontakt, wäre das Eis gebrochen. Ja? Genau, lovely. Es ist meistens so, dass man teilt, oder einmal zahle ich und einmal zahlt, einmal zahlt die Frau und einmal zahlt der Mann. Und mein Mann und ich haben sowieso zusammen die Kasse. Dann nachher ist es, wenn wir zusammen eine Kasse haben, dann kommt es nicht darauf ab, ob ich zahle oder mein Mann zahlt. Also wir haben ein Konto, ein Portemonnaie. 2 Portemonnaie, aber es kommt vom gleichen Konto das Geld. Hallo Daldal, willkommen in unserem Livestream. Also, hast du mir deine Nummer oder kann ich deine Nummer haben oder kann ich ihre Nummer haben, Herr
Müller oder Frau sowieso. Ich soll das noch einmal sagen, Olivia. Der Papst hat das Spiez, das Besteck... Entschuldigung. Der Papst hat das Spiez, das Speckbesteck, zu spät bestellt. Okay. Jetzt ist es wieder gegangen. Das Besteck... Ich sage es nicht mehr. Okay. Also, hast du mir deine Nummer? Wir sind am Flirten, Dal. Was sagst du, wenn du flirten willst? Ich denke, Dario, vielleicht ist das nicht etwas, was man macht, gerade als erstes nach der Nummer fragen, oder? Weil vielleicht muss man sich schon zuerst ein bisschen lernen kennen, aber wenn man auseinandergeht und möchte in Kontakt bleiben oder so, dann nachher, oder du kannst ein Foto machen und sagen, ich muss dir ein Foto schicken oder dein E-Mail, kannst mir dein E-Mail geben oder so. Wieso nicht? Aber vielleicht gerade am Anfang, hast du mir deine Nummer. Es gibt ein 079, ist echt das der Titel von dem Lied? Lo und Leduc, sie singen so ein Lied, wo eine Frau ihnen den Anfang von ihrer Telefonnummer geben und dann nachher suchen sie die verschiedenen Kombinationen, Millionen von Kombinationen, was es geben kann, dass sie endlich ihr anrufen können. Das ist ein lustiges Lied, wenn ihr Lo und Leduc eingebt. Das war noch ein grosser Hit gewesen, oder man hört es noch ab und zu im Radio 079 oder so heisst es. Ja, man muss vielleicht ein bisschen spüren, wie schnell kannst du nach dem Telefonnummer fragen. Hast du mir deine E-Mail? Ja? Oder kann ich deine E-Mail haben? Deine E-Mail-Adresse? Das kannst du auch fragen, ja. Oder du kannst sagen zum Beispiel, ich habe da einen interessanten Link, den ich mit dir teilen kann oder so. Und dann nachher musst du ein bisschen Kontaktdetail haben, dass das kannst schicken. Ja. Der Hut steht dir gut. Also du kannst Kompliment machen. Das habe ich gerade heute mit jemandem besprochen. Ist es gut? Kann man ein Kompliment machen? Also meine Schüler hat gesagt, an der Arbeit musst du aufpassen und dir zweimal überlegen, ob du Kompliment machst, ob du einer Frau Kompliment machst. Sonst plötzlich sagt man, das ist Anmachen, das ist Flirten, das ist sexistisch. Ja, er steht dir prächtig, ja. Du hast ein schönes Kleid, das steht dir mega gut. Oder die Farbe steht dir sehr gut. Ja. Du bist heute wieder eine schick. Dario, du hast Kompliment intus. Ja, du kannst gut Kompliment machen. Also Kompliment machen generell finde ich sehr schön, eigentlich sehr wichtig. Wenn es nicht nur Smalltalk ist, sondern wenn es wirklich meinst. Ich denke, das tut gut, manchmal zu hören, dass man schön ist, dass die anderen Freude haben, dass es gefällt. Ja. Vielleicht alles mit Maß, aber wenn man weiss, das ist ohne Hintergedanken. Ja. Oder du kannst einfach sagen, du gefällst mir. Du gefällst mir. Ja. Okay, habt ihr noch etwas zum Flirten, dann könnt ihr das noch schreiben, wenn ihr einen Vorschlag habt. Sonst können wir weitergehen. Was würdest du sagen, wenn du nichts verstehst? Wenn irgendjemand dir so etwas Kompliziertes erklärt und du verstehst nichts. Was würdest du sagen? Oder wenn du etwas lesest oder so, wo du nicht viel verstehst davon. Was kann man denn sagen auf Schweizerdeutsch? Es gibt so einen speziellen Ausdruck, der eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn man ihn übersetzen. Was würdet ihr sagen?
Ja, Olivia, super. Das ist das, was ich gemeint habe. Man kann auch andere Sachen sagen, aber ich verstehe Bahnhof. Das heisst eigentlich, ich verstehe Bahnhof. Ich verstehe nichts. Ja, keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht kommt es von Wegbeschreibungen. Jemand beschreibt dir den Weg und das einzige Wort, das du verstanden hast, ist Bahnhof. Aber man kann auch das brauchen, nicht im Zusammenhang mit Richtungsanweisungen geben und so. Du kannst einfach sagen, ich verstehe Bahnhof. Also ich komme nicht raus. Oder ich checke das nicht. Ich checke das nicht. Ich verstehe das nicht. Oder du kannst auch fragen, checkst du es? Checkst du es? Checken finde ich noch ein gutes Verb. Bahnhof ist eigentlich ein einfaches Wort, ganz einfach zum Verstehen. Aber vielleicht ist es das Einzige, eben, das man versteht und die anderen Wörter und Sätze sind viel komplizierter gewesen. Also, was sagen dir noch? Genau, du kannst fragen, Entschuldigung, kannst du das bitte nochmal sagen? Ich habe das nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Oder können Sie das wiederholen, bitte? Oder können Sie das noch einmal langsamer sagen? Ich rede noch nicht so gut Schweizerdeutsch, ja? Können Sie das langsam wiederholen? Super. Ja. Und dann können wir, kannst du bis auf 10 zählen. Ich möchte mit euch von 10 bis auf 1 zurückzählen. Und dann ist das dann langsam das Ende von unserem Livestream. Am Anfang möchte ich euch noch einladen zu unserem Kurs. Am Montagabend haben wir einen Kurs für Schweizerdeutsch. Das ist immer so ein Livestream auf Vimeo. Und ihr könnt auch mitchatten. Und es ist so Anfängerthemen, aber eben, wir reden ein bisschen darüber während dem Livestream. Und nach dem Livestream am 8:30 haben wir dann so ein Zoom-Meeting, wo wir das Reden, die Dialog üben zusammen. In kleinen Gruppen. Das ist Montagabend. Und jetzt, am Dienstagabend, am 9. gibt es auch ein Zoom-Treffen. Für die wollen, schreibt uns, kontaktiert euch mit uns und wir schicken euch einen Link für das Zoom-Meeting am Dienstagabend am 9. Das ist auch Reden, so eine Werkstatt, Sprechwerkstatt, Konversationswerkstatt. Und da habt ihr so ein bisschen offenere Aufgaben, wo ihr zusammen könnt reden und euer Schweizerdeutsch üben. Nicht nur schreiben üben. Also ich lade euch ganz herzlich ein für unseren Kurs. Meldet euch, fragt für einen Zoom-Link. Ihr könnt auch das erste Mal gratis schauen. Und dann danke all diesen Leuten, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee kaufen, die unten eingetragen sind, aber mich abonniert haben, also Subscribers. Danke vielmals allen. Schreibt mir, gebt mir Ideen oder Impulse, was ihr noch möchtet hören, was euch gefällt. Und unten dran hat es verschiedene Links, die ihr noch schauen könnt. Auch auf meiner Homepage könnt ihr viele Sachen finden für Schweizerdeutsch. Also. Und zum Schluss zählen wir noch rückwärts zusammenzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss! Und noch tschüss zusammen. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche, schöne Zeit. Tschüss!